Oh, Steffi! Psst, ich bin gerade Musik hören. Weißt du, das ist so gemein. Wir tun so, als hätten wir irgendwie einen mega Rave und alle so, Mädchen, es läuft keine Musik. Oh, es läuft eben, Mädchen, habt ihr schon mal die scheiß Musik gehört, die bei euch am Anfang vom Podcast läuft? Ja, sag's nicht. Haben wir schon ein paar Mal gehört. Die Ja, Intro-Musik, I'm ein harter sorry. Rave. Ja, es ist, sorry, wir tun uns das Beste und mit copyright-freier Musik. Einfach mit dem Ja. einsteigen. Also, sorry, warte schnell. Ja. Steffi Hipper, Jennifer Walter, halbschlau, voll Herz. Du. Wir sind wieder parat für eine halbe Stunde. White Girl Dance Moves für alles, So schlimm. Nein, wir sollten uns vielleicht nicht mehr so fest bewegen. Hey, aber Jenny, darf ich ganz ehrlich sagen, der Hexenschuss. Last week, by the way. sie hat einen Hexenschuss, mit mir leislicher reden. Nein, einfach Nein, nicht raven. nicht raven, wäre schon mal Nein, das silly. ist wirklich schwierig. Also, weißt du, was ich mich letzte Woche damit beschäftigt habe? Ich tue das jetzt einfach mal, weißt, obwohl Tell niemand me. gefragt hat. Das ist total okay. Ich bin in ein Internetloch hineingefallen, nein, in ein Social-Media-Loch. Und das eine Loch Okay. war mit AI-Kurs, weißt du, so quasi irgendwie so KI-Sachen. Und das andere war, dass alle Content Creator, ich weiss, mehr dazu gleich. Und das andere war, dass alle, also Content Creators, die ich irgendwie folge, sind plötzlich 1 Million Videos rausgekommen, wo alle gesagt haben, Guys, ihr benutzt, weißt, nicht freigegebene Musik. Und dass du quasi auf Instagram jedes Mal, wenn du in ein Reel postest mit irgendwie so haha Britney Spears und so Zeug, dass du dich strafbar machst und Das jetzt ist fangen so. so an, weißt, jetzt fangen da so Klagen kommen und so Abmahnungen. Das ist so und Firmen kommen auch schon seit etwa 3 Jahren so Abmahnungen über. Bis jetzt sind sie nicht so auf Private, aber grundsätzlich hat sie recht. Es ist so. Und eben was ein Influencer, also wie ich eine bin, jetzt als Hey Pretty, ich bin ein Content Creator als Account und das ist aber offensichtlich ganz klar als Business eingestuft und ich habe auf jeden Fall eine Life Crisis gehabt, weil ich nie gross darüber nachgedacht habe, weil ich fand dann, Instagram gibt mir ja die Songs, ich darf sie benutzen. Nein, natürlich nicht. Und ich habe also am letzten Wochenende, ich glaube, insgesamt etwa 500 Beiträge gelöscht. Weil im Nachhinein kannst du die Musik nicht rausnehmen, sondern du musst es einfach löschen. Hey. Ja. Und du Das ist könntest es auch wirklich einfach archivieren. Ja, also sie sind archiviert, aber es ist einfach nicht mehr in meinem Feed. Und du kannst ja nicht What? mehr Das damit ist machen. crazy. Es ist wirklich irre. Ich habe vielleicht auch zu lang, weisst, irgendwie gefunden, wie so, ja, I guess. Und ich habe mich nicht so informiert. Und jetzt habe ich wirklich für teures Geld habe ich mich da irgendwie einkaufen in so einem, weißt du, so royalty-free Musikdienst, wo ich wirklich jetzt einfach safe bin. Also jetzt, und es ist ein Fakt, wenn du irgendwie als Influencer oder Content Creator, wo auch nur entfernt kann Geld verdienen mit seinen Services, darfst du einfach die Musik nicht benutzen, weil sonst könnten sie dich abmahnen und kommst fette Rechnungen über. Und es ist in der Schweiz offensichtlich noch nicht ganz so wirklich losgezogen, aber Bei in grossen Deutschland... Unternehmen schon. Also ich weiss, mein Arbeitgeber hat schon Rechnungen bekommen. Okay, das ist gut. Also und ich habe einfach gefunden, irgendwie gut, ich muss ja nicht reinlaufen und habe das jetzt gemacht. Also falls ihr einfach irgendwie so Wischiwaschi Liftmusik hören. Nicht nur so mit Britney Spears, sondern grundsätzlich auch mit all diesen viralen Sounds von TikTok, wo du so als Overlay machst und so. Es ist so. Also keine virale Sounds, bei uns sowieso nicht. Darum tun Jennifer und ich Oh, in das ist unserem Intro raven. Das wird super. Also, Promise is a promise. Aber das würde mich eigentlich gerade zum Shit I didn't buy von der Woche bringen. Weil ich habe sehr viel Arbeit damit gehabt, die Sachen zu löschen. Aber smooth, wie es I früher know, mit souverän. Und dort ist eben auch in meiner, weisst, irgendwie so zur Nacht zu lang wach gelegen, Ära, ist es wirklich gewesen mit diesen AI-Kurs. Weil ich bin im Moment so ein bisschen auf Jobsuche und so und ich immer so, ja, also so KI finde ich einfach so grundsätzlich bekackt und es ist ja lustig, zum irgendwie einen Reiseplan machen, aber sonst, weißt du, so zum Arbeiten. Und dann, du kennst Masterclass. Masterclass. Das sind doch die online, weißt du, alle haben. Also Masterclass sind das. Genau. Und es hat, weißt du, irgendwie so quasi Promis drin und irgendwie berühmte Schriftsteller und irgendwie so, Ich habe weißt du. mal ein Abo gehabt, muss ich Really? sagen, vor 4 Okay. Jahren. Alright. Nein, das von der Mrs. Jenner muss ich jetzt nicht hören. Es hat 2, 3 gute gehabt. Ich habe das vom RuPaul Ja. gehört. Ja, Menschen mit einer bewegten Geschichte haben grundsätzlich schon auch immer noch recht viel smart shit to tell. Mhm. Es hat Und ganz so viel, ein Survival-Ding habe ich noch gelesen, habe ich gefunden, das ist auch noch interessant. Also, how to survive in the wilderness. hey, also du hättest Skills. Soll ich dich auf meine Liste tun? Ja, nein, weißt du, auf welcher Seite wächst Moos am Baum, damit du weißt, wie du dich orientierst? Aber so Zeug finde ich geil. Jetzt hör auf, du musst mich jetzt ein bisschen enablen.
Weil der Kurs, den ich gesehen habe auf Masterclass, ist es AI Fundamentals. Ey, Da aber hat das immer ist so eine Schlüssel. Frau, Das ist die immer sagt, veraltet. you really, weißt du, sie sagt immer so, hey, du musst einfach draus kommen, was mit AI läuft. Und das ist so der Basiskurs. Und ich bin wirklich eben so wie du im Bett am Morgen, ich glaube, ich muss das machen. Nein, muss ich nicht. Aber Die ist schon ich, wieder veraltet. Weißt, das hat wirklich einfach keinen Sinn. Das ist schon wieder veraltet. eben, es ist ja schon wieder Moos vorbei. wächst immer noch auf der gleichen Seite vom Baum. True. Danke vielmals. Das ist auch unser Spruch. Also, Moos wächst immer noch. Das ist unser nächstes T-Shirt. Hey, das ist im Fall das ist Flashback. Das ist im Fall der absolute Dad-Spruch von meinem Vater früher. Wenn du irgendetwas gemacht hast, was so absolut sinnlos ist. Also Ja. weißt du, so Sisyphus-mässig, so wirklich Ja. sinnlos. Dann hat er immer gesagt, das ist wie an einem Felsen Moos abschaben. Okay. Also, es ist so ein bisschen gespürig und auch, weißt du, so unlustig. Das ist sehr Also, das ist aber bildlich. Schon mega hübsch. gut. Also, das Moos ist nein, ist nicht unser Motto vom Tag. Aber das habe ich auf jeden Fall nicht gekauft, der blöde AI-Kurs, weil er schon wieder veraltet ist. Und, was hast du denn wo? Ich könnte ein bisschen brüllen. Es ist wirklich schwierig. Also weißt du, Full Disclosure, ich finde, wir dürfen schon auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen erzählen, weil Jenny und ich chatten natürlich auch während der ganzen Woche. Und diese Woche hast du mir wieder mehrere so... Ja, aber das war für dich, nicht für mich. Okay, weil du hast mir wieder so Ja, ich herzlich... habe geschrieben, deins und meins. Nein, es ist dann nachher ich so, weißt du, dann schickt sie mir Sachen, weißt du, soll ich? Und dann schreibe ich zurück, alles in Buchstaben, weißt du, Grossbuchstaben. Und ich so, stop asking me! Ich sage sowieso ja, kauf's! Das ist mein Shit I didn't buy. Okay, ich bin mega stolz auf dich. Kannst du Weil ich zeigen, glaube, ich woran werde einfach nur alt und verrumpelt aussehen, wenn ich das anlege. Aber nein, es ist so lässig. Es ist Ich ein muss mir Vater... vorstellen, es ist ein Fleecejacke, wo oben so Schafpelzli-Fleece ist und unten ist es so floraler Brokatteppich. Oh, cool. Es ist wirklich ein sehr, I'm sehr not cooles Kurs. sure. I'm not sure. Mal, Ich es habe wird nicht dir gewusst, mega was stehen. ich glaube, ich sehe einfach aus wie deine dicke alte Oma. Nein, tust du nicht. Du siehst aus wie die Hippie, ich gehe manchmal auch wandern, aber nicht weit. Mutter aus einer grenznähen, aus der Zürcher Agglo. Es kommt im Fall gut. Wo dann beim Wandern ruft, Scheiße, wo ist mein Knobli schon wieder? Ja, oh, jetzt hör, wir haben es vorher besprochen. Wir haben gesagt, der Knobli ist das Keyword. Können wir ganz schnell erklären, Sorry. welche Idioten sagen, ja, aber niemand sagt Knobli. Das ist mein Knobli. Dann sagst du, wo ist dein Knoblizehen? Wer sagt, das ist ein Kind? Ist das Aargau oder Zürich? Nein, das ist Zürich. Hey, ich finde es im Fall wirklich deprimierend. Zürich ist wie Knobli ist wie fucking Böllen. Das ist einfach euer das ist auch ein scheiß Dialekt, das ist nicht Ich meiner. habe das im Fall nie gesagt, dass sie meine Knoblis. Wirklich, ich schwör's. Wirklich. Schwur, Würde ich Ehrenschwur. jetzt auch sagen, on the Das ist wahr. Okay, wir machen schnell Pause in unserem Podcast. Nein, aber Knobli ist blöd, aber du hast ihn gedroppt. Finde ich gut. Aber das habe ich nicht gepostet. Aber ich habe etwas gepostet. Ich habe ja auch so Perimenopause Nachtflüchte, wo ich dann einfach so wach bin und ich spiele dann immer Sudoku. Stufe Ninja Master Splinter Level extra hard. Dann rege ich mich auf, dass das so schwierig ist und dass ich es nicht lösen kann. Und dann fange ich an zu scrollen. Und ich habe jemanden entdeckt. Sie heißt Lida Pavlova. Und das ist mir selten passiert. Ich habe ihr Instagram-Profil gefunden und ich habe innerhalb von, ich glaube, 3 Minuten habe ich ihr Buch gekauft. Ui, also Ja. ein halbschlafender Triggerfinger. Ja, absolut. Ist natürlich auch scheiße, wenn du halt bei Oral Füßchen überall all deine Daten hinterlegt hast. Du musst eigentlich noch einen Rückklick machen. Und dann so im Halbschlaf musst du einfach dein Handy anheben und dann Face-ID und dann ist es zahlt. Blöd. Blöd. Aber es ist total toll. Lida Pavlova und das Buch heißt Small Spells, Softly Your Life Becomes Enchanted. Aber das ist so ein schöner Untertitel und ich bin überhaupt nicht Wuhu. Also von uns zwei hast du den Wuhu-Faktor deutlich aufgesetzt in diesem Ja. Podcast. Aber Schon, gell? Aber ich Also finde es es auch schön gefunden. was ist ein Spell auf Deutsch? Ist das nicht ein Zauberspruch? Es ist eine Ja, Verzauberung, es ist schon so ein bisschen eine Verzauberung. gell? Ich glaube, so richtig würdest du es schon mit Zauberspruch übersetzen, aber es tönt halt einfach blöd. Ja, ich finde auch, es tönt so ein bisschen, wir sind nicht Harry Potter. Aber eben, es sind so, also eben, sag nochmal den Untertitel, er ist so schön, ich möchte ihn nochmal hören. Softly your life becomes enchanted. Also, das brauchen wir. Ja. Alle. Also, soll ich einmal so Zufallsgenerator machen? Und dann Bitte. okay, ich kann eine Seite auf der hat's mehrere. Ich tue meinen Finger auf und runter bewegen, du sollst einfach irgendwann stoppen. Mm, Stopp. Okay. Our small spell of the week. Follow a cat with purpose.
If it pauses and stares at you, wow, okay. Then continue. If the cat vanishes, congratulations. Also nicht keine Auflösung, es ist, weil Nein. because the cat is a magical creature. Nein? Hä? Nicht. Es sind nur wirklich, also sie ist, Aber ich finde das noch hübsch. ja, Okay, also, sag's noch mal, also wenn ich laufe und dann sehe ich eine Katze ja, und die Katze bleibt stehen und schaut und starrt mich an und wenn ich mich dann verbeuge ja, und dann was macht sie? Wenn sie dann davor rennt, dann congratulations. ja. Wenn sie einfach dann geht, ja. Okay, finde ich noch herzig. Ja, es sind alles so Sachen. Also, es sind alles so ganz, ganz, kleine Sachen. Und sie sagt in der Intro eben: „By doing so", also die Spells, "we Mhm. honor the subtle, unusual world that lies right next to ours." Ich finde, das tönt schön. Ja, das ist so wie so 'ne Und ich meine, das warme buchen also Kultur. Tausende, also das ist voll. Und dann auch noch nach für den Frühling, für den Sommer, für den Herbst. Ich finde es toll. Das jetzt nachher dann ein bisschen Ich finde, das tönt lesen. total cool. Hey, kannst du normalerweise machen wir das ja irgendwie nicht so direkt, aber könntest du's noch in die Stories reinhängen bei uns auf «Halbschlau Vollherz» auf Instagram? Ich finde, das ist 'ne Story wert, dass du einfach schnell 'n Foto machst und rein tust, weil es ist wirklich, das finde ich jetzt noch 'ne coole Geschichte. Weil wie du 'n AI-Kurs kannst, das findest du selber. Ja, wirklich. Mega herzig. Jetzt muss ich einfach nicht wissen, wo die blöde Hure-Seite war. Das ist ja, das wäre jetzt noch gut zu wissen. Ich finde es im Fall mega Und schön. das Also, und voll ich finde, es ist schöne wichtig, Sachen. das ist richtig, dass du das gekauft hast. Ja. Siehst, das ist nicht das Konzept von «Shit I didn't buy», dass wir jetzt einfach sagen: «Hast du gut gemacht.» Aber es hat mich wirklich well done. Ja, aber ich finde, es ist auch mal völlig okay, wenn man sagt: „Ist gut." Ich meine, ich bin ja Buchhändlerin und für mich sind ja Bücher zählen nicht als Konsumgut, sondern es ist wie so Essen kaufen, oder? Also, ich finde, das ist irgendwie so, das ist wie noch mal 'n bisschen etwas anderes. Das habe ich meinen Kindern immer gesagt. Ich habe immer gesagt: «Hey, Bücher, weißt du, so in den Spielzeugladen haben wir nicht immer können, aber ich habe gesagt, in Buchhandlung, anytime, ich kaufe auch jedes Buch.» Und irgendwann mal müssen aufgeben, weil ich gemerkt habe, die wollen gar keine Bücher, sondern sie haben immer so Kack-Schöckeli wollen und Lilifee-Stift und so. Und ich gesagt: «Nein, es gibt ein Buch.» Und dann haben sie gefunden: «No, thanks.» Und das ist für mich als Kind das fucking Highlight gewesen in Kalifornien, weil meine Eltern haben nicht viel Geld gehabt, aber wenn wir in die Buchhandlung sind, habe ich immer mindestens 5 Bücher dürfen kaufen. Das ist mir geblieben. So Wow. verwöhnte Schnuddergofenkinder, die nicht lesen. Ja, Mia und Lilly, falls ihr das hört, es macht mich im Fall immer noch traurig. I said it. Ich weiss, ich verstehe es nicht. Lesen. Es ist, also ich kann es verstehen, dass man sagt, ich kann fast nicht lesen, weil ich schlafe immer ein. Das ist Ja, legitim. ich kann mich nicht lesen, es ist mega schwierig zum Konzentrieren, dann gibt's Hörbücher oder so. Ich meine, das verstehe ich alles. Ich meine, mein Gott, aber wenn man einfach able-bodied ist und sagt: „Ich lese einfach nicht." Think it's sad, aber natürlich, ich bin auch nicht mit dem Handy in der Hand aufgewachsen, also von dem, oder mit dem Gameboy in unserem Fall. Aber ja, ich habe mich damit arrangiert, dass sie sind sehr coole junge Frauen, die einfach selten lesen. Ja, okay. Wir lassen es jetzt bei dem. Wir lassen es jetzt bei dem. Hat unsere MID auch so irgendwas mit Lesen zu tun? Nein, es hat im Fall extrem nicht mit Lesen zu tun, aber dafür mit etwas, wo ich, also ein bisschen, ich habe mich schon ein bisschen steuern lassen von dir, weil es geht ums Lesen. I'm excited. Also, und normalerweise gehen unsere MID auch so Geschichten um irgendwie so blöde Schwiegermütter oder irgendwie Hochzeiten und irgendwie, weißt du, so Kindererziehung. Campus. Hey, und ich habe eine gloriose Geschichte gefunden auf Reddit Amerika und es ist wirklich relativ eine frische. Und, also, ihr müsst euch jetzt ein bisschen anschnallen. Der Titel von unserem heutigen MIDS soll ist «Bin ich das Arschloch, weil ich den Pulli, den meine Schwägerin für mich gelesen hat, gefärbt habe?» Okay. Gut, sie nickt, ist gut. Also, ich lege los. Das ist einfach noch zum nochmal erklären, falls du den Podcast zum ersten Mal hörst. Wir tun jede Woche im Internet bei «Am I the Asshole» Foren, vor allem auf Reddit, tun wir nach tollen Fragen suchen, wo irgendjemand im Internet möchte wissen, ob er jetzt Arschloch ist oder nicht. Das hat die Person geschrieben. Ich tue jetzt vorlesen. Meine Schwägerin hat mir angeboten, mir einen Pulli zu lesen. Ich lese mir auch gern und verstehe darum auch, wie viel Zeit und Aufwand in so einem Projekt steckt. Ich habe ja gesagt, habe aber gefragt, ob ich die Farbe wählen dürfte und habe gesagt, dass ich die Wolle auch gerne zahle. Sie hat abgelehnt, weil sie den Auftrag als Ausrede hat brauchen, um ihren Wollenvorrat aufzubrauchen. Offenbar ist es so bei Knitters ein Ding mit ihrem Stash. Man hat irgendwie so, stimmt das, Jennifer? Also ich Ich meine, habe keinen Stash. gut, aber ich kenne auch andere, Ich schaue jetzt erst, was für ein Projekt das ich machen will, und dann kaufe ich die Wolle dazu. dann kaufst du die Wolle. Ich finde das Also, so weil ich habe eine Freundin, die Rebecca, die wirklich einen grossen Stash hat mit irgendwie coolen Sachen, aber scheinbar ist das einfach so der Vorrat, der Wollenvorrat. Okay, also ich lese weiter.
Sie hat also meinen Pulli fertiggestellt und er ist perfekt gesessen, ist aber in einem Beige-Ton gsi, den ich wirklich nie tragen würde. Sie hat so geschrieben, ich bin halt ein softer Herbsttyp und bevorzuge kräftige, warme Farben wie so Burgunderrot. Steffi, ist das die Geschichte von dir? Nein, ich kann es wirklich schwören, ich habe es nicht geschrieben. Ich bin kein Herbsttyp, doch, ich bin einer. Also, sie schreibt weiter, olivgrün, Terrakotta. Also, anyway. Ich bin auch ein Herbsttyp, hat mir mal die eine gesagt. Ja, also schau dich an, du hast literally einen olivgrünen Pulli an, jetzt as we speak. Also gut, sie ist auch ein Herbsttyp, ich lese weiter. Also, sie sagt, ich bin ein Herbsttyp und ich habe neutrale Farben wirklich nicht so gern. Aber der fertige Pulli hat mir so gefallen, dass ich ihn dann einfach in ein schönes Grün umgefärbt habe. Und ich trage ihn jetzt ständig. Also, so habe ich den Pulli auch mal angehabt, wo wir mit der Familie rumgehängt sind. Und sie ist auch dort gewesen. Und dann sagt sie so, das sieht aus wie der Pulli, den ich für dich gemacht habe. Worauf ich dann gesagt habe, dass es der ist, aber dass ich ihn eingefärbt habe. Und auf das aber hat sie mich ganz lang angestarrt und dann hat sie gesagt, dass sie sich gewünscht hätte, dass ich etwas gesagt hätte, bevor ich das mache, weil sie sonst nicht ihre, jetzt Achtung, Malabrigo-Wolle, scheinbar ist das eine fancy Wolle, weil sie sonst die Wolle nicht verschwendet hätte. Also, die schreibt weiter, ich bin ziemlich vor den Kopf gestossen an ihrer Reaktion und habe ihr versichert, dass ich ihren Pulli liebe, aber dass ich einfach nie beige getragen hätte. Sie ist dann aber mega hässig geworden und hat nachdoppelt, dass sie mir nie mehr werde etwas lesen. Und auf das aber ist sie aufgestanden und gegangen. Und wir wohnen nicht in der gleichen Stadt, also werde ich sie jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch nicht sehen. Good riddance. Ja, echt. Mir nie mehr etwas zu lesen, aber ist es wirklich so ein Big Deal, einen Pulli zu färben? Ich habe wirklich gedacht, dass es besser sei, wenn ich seine Farbe umfärbe, die ich auch trage, als ihn einfach irgendwie nie anzulegen. Am I the Keine asshole? Diskussion, next. Hey, sorry, was ist das für ein Guss? Es ist Cool. wirklich, Hauptsache es ist, du weißt es. es ist ein riesen Ding. Also natürlich ist irgendwie so jetzt auf Reddit Fazit not the asshole. Und eine Antwort habe ich sehr cool gefunden. Das ist die meist abgevotete Antwort von dem. Eine hat geschrieben, Knitting und Wolle Snob here, not the asshole. Und du kannst ihr sagen, dass Malabrigo gar nicht eine besondere Marke ist und dass sie von Anfang an dich jetzt hören sollen wegen der Farbe. Sorry, es hat eine riesige Diskussion gegeben, nachher online. Malabrigo habe ich natürlich googeln und das ist offensichtlich so ein südamerikanischer Wolle-Brand, der so ein bisschen fancy ist. Und es stimmt schon. Es haben dann alle gesagt, hey, sorry, aber Malabrigo hat im Fall den ganzen Regenbogen an Farben und dann hat es eine riesige Diskussion gegeben, wer einen beige Pulli trägt. Dann habe ich gesagt, also ich kenne jemanden, der mega gut aussieht in beige. Sie heißt Jennifer Walter. Nein, es ist wirklich lustig gewesen, weil es hat dann einfach irgendwie so eine Knitter-Diskussion gegeben. Aber, also, Ja, jetzt also mal mein schnell- grundsätzlich finde ich schon, wenn du ich lese mir, ich habe ja wirklich auch schon ab und zu für Leute gelesen, weil sie sich das so gewünscht haben. Und ich meine, hey, sorry, natürlich lese mich die Farbe, die du willst. Weil ich meine, alles andere ist ja sinnlos. es macht schon keinen Sinn. Also, Wenn du Reste Wolle brauchen, ja, so be it. Aber ich meine, ich finde, sie hat es mega schön gelöst, dass sie den Pulli nachher anlegen und hat ihn gefärbt. Ich finde, das ist mega schön gelöst. Not the asshole. ne, was die Asshole wäre, ist, wenn sie gefunden hätte, ich nehme ihn auseinander und tue irgendwie, weißt du, so ich tue ihn jetzt, wie tut man das? Man macht es einfach auf und ich lese Aber mir das dann ist auf, aber auch mühsam. Also, ja. Und dann nachher ja, kannst du ja wenn irgendwie, du ich weiss einen auch nicht, Plan hast mit dieser Wolle. eben. Also ich habe auch gefunden, es ist doch total schön. Das machst du einfach nicht. Eben wie du, also ich habe schon mal mit dir über das geredet, und so mit anderen Lismerinnen. Das ist einfach so, dass du einfach irgendwie so quasi, du musst sicher sein, dass die Person, also weißt du, so ein Surprise-Bully in einer Überraschungsfarbe, gell, ich bei niemandem. Das würde ich auch bei meiner besten Freundin würde ich mich nicht getrauen. Weißt du, einfach irgendwie so, weil ich weiss, du hast doch so gern Pink. Ich finde Pink auch lässig, aber ich trage Pink nie im Gesicht, weil ich dann aussehe wie irgendwie Fat Barbie. Es geht nicht. Und irgendwie so, oder jemand so, du hast doch so gern Gel. Und ich sehe aus, als wäre ich lungenkrank. Wirklich, wenn ich irgendwie Gel trage, dann, Ja, ja, dann ich sehe auch aus wie AIDS im Endstadion. Aber es ist, nein. Ja, nein, wirklich. Gel ist einfach etwas, wo unsere Dark-Skin Beauties können tragen. I'm not one of them. wir sind's nicht. Mm, Anyway, ich habe einfach gedacht, ich habe es auch ein bisschen für dich gemacht, aber ich habe das also wirklich zwischen all diesen wirklich abgefahrenen Am I the Asshole Ich Geschichten. fühle mich jetzt ein bisschen weniger Lismer, weil ich keinen Stash habe. Okay, das ist es vielleicht. Müsstest du dir den Stash auffüllen? Nein, das ist eben auch, das machen rich people, oder? Wenn du richtig, ja, Nein, wenn aber du es ist richtig viel Kohle crazy. hast. Nein, du gehst doch nicht in mit an und sagst, das ist jetzt eine schöne Kaschmirwolle. Ich kaufe jetzt mal für Ich 600 weiß es nicht. Du bist ja nicht fair. Ja, das stimmt, nicht fest. Es gibt wirklich Leute, die dort hingehen und Wolle sehen und finden, boah, ist die geil.
und kaufen dann mal, weiss doch auch nicht, 15 Rollen, für dass es vielleicht auch für 'n Pulli langt. Dann gehen sie heim und lesen nur 'n fucking Sophie-Scarf und brauchen 1 Kilo und haben 14 Wolle übrig. Nicht. Also, wenn du hörst und 'n Stash hast, dann please enlighten us. Schick 'n Kommentar, wir möchten mehr wissen über den Also, weißt Wolle-Stash. ich meine, ich verstehe, also, ich bin einmal tempted Wolle zu posten. Das ist, wo wir in der Isle of Skye sind in Schottland, wo's halt Ah, einfach so die 'ne, sind ja wirklich famous für ihre Wollen, oder? ja, I don't know, aber halt dort ist halt wirklich einfach so, 'n Familienbetrieb, der selber gesponnen hat, und dann habe ich gedacht, ich meine, das ist noch so Prä-Internet-Shopping gsi. Oder Okay. wirklich so überlegt hast: soll ich jetzt wirklich einfach mal 15 Wollknäuel kaufen? Weil ich glaube, die von der Schweiz aus bestellen ist 'n hure Pain, if at all possible. Aber sonst, ich meine, jede Wolle kommst ja einfach so überall über, oder ich liefere Eben. einfach nicht mit fancy enough Wolle. Das kann auch sein, ich weiss nicht. Das ist natürlich auch möglich. I don't know. Äh, Aber was ich herzig finde, ist wegen irgendwie so Basteln und Stricken. Ich bin heute an einem Event gsi von Evil Core Amazon. Es hat mich nämlich Wunder genommen, was die jetzt alles veranstalten. Und die haben eben wirklich erzählt, was so ihre Bestseller sind. Weißt du, was die Schweizer bestellen bei Amazon? und Oder was? also wirklich Bastelsachen sind wirklich ganz, ganz weit oben. Also interessanterweise Kosmetika, weißt du, aber wir sind cheap Bitches und bestellen irgendwie so scheinbar Windeln und Veleda-Kosmetik und Rasierklingen bei Amazon. Habe ich auch ein bisschen weird gefunden. Mhm. Aber also eines der grossen Sachen, die jetzt irgendwie gerade in den letzten paar Monaten brutal am Laufen war, ist eben Do-it-yourself und so Bastelsets und Bastelmaterial. Habe ich noch spannend gefunden. Also, dass das Okay, wirklich ja, irgendwie scheinbar ein habe ich gewusst. Bedürfnis ist von den Menschen. I don't Habe know. ich gewusst. Dort, wo ich arbeite, dort hat 'n Action aufgemacht. Bist du schon mal in einem Action gsi? Nein, aber das ist sowieso also, weißt du, wirklich so trashy Also Amazon on German Steroids. okay, Dort ist mir eben auch aufgefallen, sie haben hure viele Bastelsachen. okay. Wirklich dreckbillig, unglaublich. Für Also, mich Kinder ja. ja easy, weil Kinder tun ja eh nur einfach oder? Ja, stimmt. Aber Aber ich ja, ich sehe zu Tausenden und ich frage mich: „Is this a thing?" Because it's so fucking ridiculous. was? Hast du das schon mal gesehen? Es sind wie so, du kaufst ein Set, es ist wie 'n Mosaik, wie 'n Malen nach Zahlen, musst du dir das vorstellen. Mit Mhm. verschiedenen Motiv, aber es ist nicht Farbe, sondern es sind so Glasperlen. Und Ja, dann so nimmst du die mit ganz so 'nem klein Böfäckli und dann tust du Farbe 3 auf Feld 3. genau, das habe ich auch schon gesehen. Du musst sie wie so reinstempeln und das ist so Ja, mega Arbeit, oder? total viel Arbeit. Aber vor allem, hey, im Action haben die Dinge gehabt, das sind so etwa A3-Formatbilder mit diesen Ui, da nein. da hast du ja ewiges. Da hast du wirklich aber vielleicht ist Oh, das eben der Magic, dass es eben so 'ne Arbeit ist und so ich du weiss musst aber sie nicht, also auch wenn jemand, so Diamantenbildchen macht, wirklich ist das schreiben. also, ist es wirklich noch entspannend oder ist es schon wirklich: „I Ich glaube, das würde mich fucking hate stressen. this thing and I wanna burn it." Eben, es ist ich wäre so verkrampft. Ich weiss auch again, ich könnte uns gerne 'ne Nachricht schicken, wenn ihr jetzt findet, irgendwie so, das ist jetzt der grösste Shit ever und ich bin glücklich wie nie, seit ich das mache. Natürlich ist es auch Kann ich jetzt nachfühlen. entschieden nebenbei, Okay, ja, es ist okay, schon dann schwierig. weißt du was? Wir könnten einmal so 'ne Halbschlau Vollherz-Challenge machen. Wir gehen in die Berge und haben kein Wi-Fi und müssen dort einfach jede muss so 'n Bild fertigstellen. Das wäre richtig der Horror. Ich glaube, wir würden einander Sie muss wahrscheinlich ein Bild umbringen. fertigstellen, wo die andere für sie kauft. Okay, das sind jetzt ganz fisch nein, das ist sorry, das ist fast ein bisschen Horrorfilm, was wir da beschreiben. Es ist The Shining, aber mit dem nein, finde ich Also, schau, wir problematisch. hocken einfach das nächste Mal mit unseren Augenmasken irgendwo in einem schönen Hotel oder so und Finde ich machen schön. Diamantperlen. Okay, gut. Kommt auf unsere berühmte Liste von Sachen, die wir jetzt machen. Ich weiss nicht, vielleicht finde ich's geil, aber ich weiss nicht. Ich will jetzt nicht Lesen ausschliessen. mache ich für auch, weil's mich entspannt. Und vielleicht entspannt mich das auch, aber wenn ich lese, habe ich nachher irgendwie 'n schönen Pulli. Und da habe ich irgendwie, weiss doch auch nicht, ah, absolut abartigste Motiv, was es gab, ist 'n Lama, der Kopf von 'nem Lama mit einer Blumenkrone. Was? Nein, ich finde das irgendwie nicht mehr lustig. Ich finde, es geht wie zu weit. Oh mein Gott. Aber es ist doch so wie Puzzle. Weißt du, irgendwie 'n Puzzle kannst du ja wenigstens einfach nachher wieder auseinandernehmen und in die Ja, Schachtel tun, aber ja, es ist passt ja wie voll. Also, nein, aber es ist weißt du, wenn du das auch noch müsstest wie aufhängen, weißt du, so finde ich ja, schwierig. zu dem Lama kommt natürlich, das kommt mit Rahmen, notabene. Und dann hat's nein, das ist sicher nicht schön. Ich verstehe noch, wenn man's macht. Aber was machst du denn mit dem riesen Ding?
Nein, ich finde Ich es will wieso nicht es ist sagen, das hängt jemand auf. Sorry, ich offensichtlich habe ja Mental schon. Bitch hier, aber ich kann mir nicht vorstellen, wer hängt das auf? Ja, aber weißt du, das geht ja so wie in die Richtung, weißt du, Wirklich? wenn irgendwie Weißt du, die all ganze Shit hinter uns so das Leben mit Blumenkronen. also, es gibt wahrscheinlich Leute, die jetzt das schauen und sagen, also Steffi, die Bilder auf deiner Wand da hinten sind auch nicht wahnsinnig viel besser. Nein, es geht in das gleiche Kapitel wie all die Kunst, die unsere Kinder gemacht haben und mit so Zeichnungen strahlend heimkommen. Ich meine, da hast du ja auch nie gewusst, also Zeichnungen gehen aber Bastelarbeiten. Wenn sie so Objekte gemacht haben Mein und du Sohn, eben so: bless his heart, in «Wow!» Kabli, bless his heart. Das Übelste, was er je gemacht hat, ist, und das hat ihn auch richtig angeschissen, wir haben es gemerkt, sie haben Igel gemacht im Kindsgym. Und sie haben das gemacht, indem sie Tonklumpen hatten, das ist der Körper vom Igel, und dann Mhm. haben sie so ganz spitzige, so Bürstchen reingesteckt als Stacheln. Und das Ding ist so fucking stachelig, es tut dir weh, du kannst es nicht in die Hände nehmen. Also, es ist eine Waffe Es ist eigentlich. wirklich eine Waffe. Und sorry, wer tut Waffen in die Hände von 4- und 5-Jährigen, gehört auch einfach verboten. Aber sorry, Kindergärtnerinnen müssen ja irgendwann so eine leislige Rache können ausüben, oder? Es ist Ja, eigentlich schon wirklich. okay. Das ist wirklich so. Ich hasse Ja. dich. Ja, also das ist also definitiv ein Statement. So lustig. Nein, also wir haben auch schlimme Bastelarbeiten gehabt. Und noch schlimmer habe ich gefunden, die Sachen von meinen eigenen Kindern, weißt du, upsi, es ist umgekehrt, ich muss es fortrühren. Ah, Das ist sehr oft passiert. Und noch viel schlimmer war, wenn es nach Gottenkinder, weißt, gefunden haben. Weißt du, so jede Weihnachten habe ich irgendeinen, Entschuldigung, ich liebe euch alle 6, heiß und innig, aber also die Bastelarbeiten sind wirklich besorgniserregend gewesen. Es ist okay gewesen. In den späteren Jahren sind es dann nur noch so Chiliöl gewesen und so Sachen, die du das ist kannst auch ein irgendwie Klassiker. Oder so essen. Blütensalz oder so Genau, Backwurst. genau, total in der Ordnung. Aber machen mir einfach nicht Bastelarbeiten zum Ausstellen. Es ist wirklich nicht einmal meine eigenen Bastelarbeiten stelle ich aus. Das ist wirklich sad. Ja Very gut, sad. also ich meine, die Töchter tun dir jetzt ja auch nicht mehr basteln, oder? Nein, nein, eigentlich nicht. Aber ich habe eben heute an dem dummen Event, haben wir eben auch, weißt, das Motto ist dann gewesen, basteln, und dann haben sie irgendwie extra 2 dort gehabt, die Papierblumen gemacht haben. Und weißt du, ich bin immer so eingebildet bei so Sachen. Ich so, ich werde das rocken. Ich bastle zwar nie, aber es klingt mir alles. Hey, der Scheiß. Ich kann dir Hey, nachher Fotos der zeigen. Einfach, Lulu ist ja ich bin so Lulu. so Nein, es ist wirklich, und ich bin so deprimiert gewesen, weil meine Blumen sind die ganze Zeit wieder auseinandergefallen und ich will, das geht nicht. Weißt du, wirklich auch wieder so, irgendwie so quasi 5-jährige Attitüde. Das ist wirklich, warte mal schnell, ich muss das Foto suchen. Das ist gerade heute passiert. Das Es erinnert ist mich wirklich, an den Jahrmarkt-Incident vor ein paar Jahren, wo Jay das Gefühl hatte, so Hündchen aus Ballon, das kann man hure easy selber drehen. oh, Ja, no, you cannot. oh. Okay, nein, es gibt ja Leute, die wie so ganze Ausbildungen machen. Weißt du, das sind ja wie so Kurse, die man machen kann. Was? Nein, es ist Online-Kurs? wirklich, es ist himmeltraurig. Nein, also ich muss schnell das eine Foto suchen, wo ich wirklich total hässig reinschaue. Warte mal schnell. Weil das ist das neue Profilbild. Please, please. Schau, das. Ich muss es in die Kamera heben. Schau, mega hässig ist sie. Du Boah, siehst du es, schau. siehst aus, als würdest du die Blume gerade ermorden. So richtig Nein, es ist wirklich, strangulieren. es ist nicht gut gewesen. Und dann hat Nein, sie noch gefilmt und ich so, die jetzt ist arme fertig. Blume wird gestraft von der Steffi. Wirklich, ich so, weißt du, wenn es nicht gelingt? Darum, ja, eben darum tue ich auch nicht lesen. Ich bin so lesen, ich so, Was? lalala, weg. Anyway, also gut, ich glaube, das ist das heutige Versprechen Weißt du, wer muss auch gewesen. weg? Das ist jetzt eine Überleitung. Sorry, es ist perfekt gewesen. Ich muss nicht mehr. Ich lade dich. Weißt du, wer muss auch weg? Wer muss weg? Und it's gonna be painful. Weil ich glaube, du hast ihn genauso geliebt wie ich damals. Wer? Und der Shit, das musst du gehört haben. Der Christian Ullmann. Seine Ex-Frau, Colleen Fernandes, ist heute an den Medien. Sie hat letztes Jahr bei Gericht was heißt, Also, in dem beschreibt sie, dass sie über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren, ich meine 10 Jahre, Opfer von Identitätsmissbrauch im Internet gsi sei. Unbekannte hätten in ihrem Namen Profil erstellt, hätten Männer kontaktiert, hätten diesen Männern sexuelle Bilder und Videos von ihr geschickt und hätten mit denen gesextet. Und sie ist hure ins Loch gefallen über das. Ich meine, also, ja. Und ihr Mann, der Christian Ullmann, hat dann ihr irgendwann beichtet, dass er das war. hey, ich habe es im Fall heute gelesen. What? Einfach heartbroken. Weil wir sind ja ungefähr die gleiche Generation, obwohl du ein paar Jahre jünger bist als ich. Jan Ullmann ist einfach der coolste ever gewesen. Wir haben Er einfach und gefunden, ihn und Nora lustig. Tschirner habe ich geliebt. Ich habe Ja. alles geliebt, was die gemacht haben.
Nein, und unter Ulmen und MTV und so. Und das ist wirklich, weißt du, wenn du so Sachen liest, wenn einfach irgendwie einer von deinen, ja, man kann schon sagen, Jugendhelden einfach für immer, weißt du, einfach Es ist so putzig. Molotow-Cocktail rein. Also, es ist ja auch Viva oder MTV gewesen, Ja. Pauline Fernandes. Es ist ja so putzig. Ganz schlimm. Also, das hat mich heute auch recht abgezogen, muss ich sagen, das. Es ist der fucking Horror. Weißt du, einfach wirklich, das ist ja so, nein, es ist absurd. Weißt du, einfach irgendwie so, das ist wie eine neue Dimension von Gewalt. Ja, sie spricht auch offen von virtueller Vergewaltigung. Ja. Nein, also ich finde es einfach wirklich, that made me very sad und also very hässig. Es ist wirklich so, das ist schon crazy shit. Anyway. Ja, also wir sind enttäuscht. Wir sind enttäuscht und erzürnt. Ist das ein gutes Schlusswort? Jetzt gehen wir grad basteln. Jetzt nehme ich so Kristall und hau sie mit einem, nein, ich weiss nicht. Ey, das blöde Uhrengesicht von dem Drecklama. Von dem Dreckslama mit dem Blumenkranz. Ich schaue, Nein, ob ich das finde und dann bestelle ich uns so 'n Lama, please dann können wir das do. machen. Hey, weißt du was? Wir könnten wirklich mal live podcasten und währenddem wir probieren Ja, das. weißt du, die Idee haben wir ja schon mal gehabt, an unserem Was? Weekend. Ja, das Und wir haben stimmt. ja auch alles fucking Podcast-Equipment mitgenommen. Und am Schluss sind wir einfach zu faul gewesen und sind vor dem Fernseher gehängt und haben irgendwie so Snacks gegessen und mit Und haben unseren Seven Augen gegessen Dials geschaut. und haben gefunden, genau, und haben gefunden, wir gehen füßeln. Aber hey, ich weiss, wir haben neue Chancen, es gibt neue Wellness-Retreats und ich freue mich schon drauf. Das wird super. Also, wir hören uns Und nächste ich freue Woche mich wieder. auch. Auch du daheim im Fitnessstudio am Einschlafen. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Macht's gut. Bye.